Ciao zusammen, ich habe den Input voll verhängt, aber wir sind Metal Servola aus Grüezi. der Region für die Region. Yes. Heute sind wir vom Leben zerschlagen worden. Also heute ist die kranke Episode, sagen wir. Genau, heute sind wir voll sick. Voll sexy mit unseren Anzügen / was auch immer. Ja, Aber hey, ich habe dafür für meinen Tee ein sexy Tassli. Ist auf Ja. dieser Seite auch angeschrieben. ja, ist auf beide. Da sieht man schön, kann man Werbung machen Da für habe ich- die Emigo dann List. Da habe ich eine Katze, die gleichzeitig Meeresjungfrau ist. Eine Meerjungkatze. Meerjungkatze. Geil. Ja, Heute- wir Ja, jetzt sind wir Tee am Trinken. Tee am Trinken anstatt Bier. Ganz entspannt. Nachher haben wir Gingerbier, weil Ingwer ja. tut ja gewissermaßen entzündungshemmend wirken. Mhm. Wir haben Biologie studiert, Yes. Sind sehr darum können biologisch. wir nicht. Nein. Ricky, Ja. hast du so zuerst mal Recap? Was haben wir letzte Woche gemacht? Vor allem, hey, weißt du, was mir jetzt gerade aufgefallen ist? Mhm. CD, ich habe sie dabei. Stimmt, wo ist die? Ja, sie ist wahrscheinlich noch die vorne. Okay, ja. Machen wir aber nachher. jetzt. Können wir Machen wir nachher nachher zeigen? schnell, Ja, klar. ja. Genau, wir haben die CD dabei heute. Ich habe Mhm. sie mitgenommen, ich habe sie ausgepackt, ich habe sie in der Wohnung. Wir haben es drin, wir müssen es jetzt einfach machen. Voll. Also. Sonst, falls jemand nicht mehr weiss, das war die erste Episode, glaube ich. Mhm. Also, oh, Dritte oder so. wirklich? Okay. Ja, einfach die nach dem ICU-Festival. Voll genau, weil wir sind, das war die erste in dem Fall, ja, ICU, oder die zweite. Nein, das war etwa die zweite oder dritte. Gewesen. Voll, ja genau, wir sind ins ICU-Festival gegangen, da haben wir Silent Circus gesehen, hure geil, und dann haben wir gesagt, ja, wir hätten gerne alte Musik und so, weil jemand versteigert auf Ricardo ihre erste CD, haben wir natürlich nachher geholt, und wir wissen noch nicht, was wir damit machen. Also wir haben überlegt, zuerst die unterschreiben und nachher wieder auf Ricardo stellen, einfach so, und mal gucken. Andere ist, dass wir das machen, dass der Josh und der Brian von Wer blasset was Genau, kaufen, das ist das auch Problem. unterschreiben. Das einzige Problem ist, wenn wir jetzt natürlich sagen, wir unterschreiben die CD, rühren Ja. sie auf Ricardo Aha. Nachher und kaufen sie die nachher falsche. müssen sie den Josh und den Brian kaufen, dann kommt irgend so einer und bietet da einfach Ja, auf ja. auf 180 Stutz. Ich glaube, wir tun es ihnen schicken und nachher, oder machen wir irgendwas so etwas Lustiges. Oder ich sage einfach nicht, wenn ich sie auf Ricardo tue. Würde ich auch Das etwas- könnte man natürlich auch machen. Ja. Oder wir können es mal einfach unterzeichnen auch von Ich habe allen eine und nachher Idee. verlosen. Ich weiss, wie wir es machen. Aha. Ich tue sie auf Ricardo, Ja. direkt verkaufen für einen Stutz, schicke dem Josh und dem Brian den Link. So machen wir Oder es. wir schicken es ihnen. Nein, die Story ist nur lustig, wenn die CD wieder über Ricardo zu jemandem geht. Okay. Das ist jetzt, die CD gehört jetzt der Schweizer Metal-Szene. Mhm. Ich weiss, Silent Circus, falls ihr das gehört, die CD, die hat nichts mehr mit euch zu tun. Also mal schon noch, es ist eure CD, aber das Ding ist, die hat nichts mehr mit einer Person zu tun. Die CD Ja. ist jetzt öffentliches Kulturgut von der Schweizer Voll. Metal-Szene. Voll. Das habe ich jetzt definiert. Können wir sonst in der Stadtbibliothek hinterlegen. Das ist jetzt ja, einfach irgendetwas. Jeder Fall muss jeder Mal, wo irgendwie einen Podcast hat oder eine Band, ey, die CD sollte dann einfach auch irgendwie an Bands gehen. Dann müssen Bands die CD unterschreiben und dann live die CD irgendjemandem geben, der auch in einer Band spielt. Dann nimmt sie als nächstes Konzert mit, unterschreibt sie. Ja, ja. Boah, das wird die erste Kette-CD der Welt. Und wenn du es nicht machst, Ja, wenn du es nicht machst, 7 Jahre Bad Luck und, Sehr gut. und Moshpits gibt es keine mehr in Konzert. ja, voll. Verhaxte Moshpits, es gibt keine mehr. Nur Violent Dance, was Es gibt, es gibt nur noch Violent Dancer. Es gibt nur noch Beatdown-Crowds an euren Konzerten. Yes, oh. Und Moshpits, die im Uhrzeigersinn sind. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber am Billy Talent Konzert habe ich 2 oder 3 Moshpits gesehen, die im Uhrzeigersinn gegangen sind. Circle Pits, sorry. Stimmt, wir machen es immer gegen... Ich weiß nicht wieso, aber wenn Ja. ich reguläre Circle Pits gehen doch immer im gegen Uhrzeigersinn. Ja, immer. An diesem Konzert sind sie im Uhrzeigersinn gelaufen und ich habe nicht gewusst, was abgeht. Ja, das ist weird. Das ist komisch. Fucking weird gewesen. Aber ja, willkommen zum Metal Servola. Weil ihr es noch nicht kennt, wir machen einen Metal-Podcast. Normalerweise tragen wir nicht die coole Anzüge, die wir da haben. Nein. Aber heute sind wir krank und deshalb machen wir das so, trinken Tee statt Bier Ich und haben immerhin eine gute Zeit. muss sagen, normalerweise machen wir das, was man von einem klassischen Metalhead so erwartet, wenn Ja. man bei RTL schafft. Aha. Wir haben Bandshirts an und trinken Bier. Voll. Hey, übrigens, heute, weißt du, ich liebe irgendwie alte Dokumentarfilme oder Serien und ich liebe SRF Archiv. Und heute habe ich gesehen, ist rausgekommen, einer von Metalheads, wo sie im 88 aufgenommen haben. Im 88? Ja, muss ich dir mal zeigen. Ist schon gut, ich lustig. mach's jetzt nicht. Ja, was? Ja, ich mach den Gruß jetzt nicht. Jesus Christ. Alter. Okay, aber ja, ist cool, tue ich nachher zeigen. Aber ja, erzähl mal von deinen letzten 2 Wochen, weil wir haben uns jetzt 2 Wochen nicht gesehen. Ja, also eigentlich ist gar nicht so viel los gewesen. Mhm. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich das grösste Konzert bei War Architects je gespielt Ja. habe, außerhalb vom Alexandria Palace. Ja, ich bin auf Deutschland, auf Düsseldorf, als Architects-Konzert. Aha. Ist noch lustig, es sind einfach mega viele Leute
so mega viel ich habe mega viele Instagram-Stories gesehen von Leuten, die auf Deutschland an die Architects-Tour gegangen sind. Der Mike, ich habe auch gesehen. der Mike von Afad, wie er es so schön nennt, Mhm. und jetzt vorher zum Anthem for a Dying Day aussprechen, ist in Karlsruhe gewesen, glaube ich, wenn es mir recht ist, oder sonst irgendwo. Und ja, es war sick gewesen. Wir sind mit dem ICE rausgefahren. Dann haben wir dort noch Kollegen getroffen, die sonst auch Konzerte sind mit uns. Das war sehr lustig gewesen. Und wir haben Altbier getrunken, Schweinshaxe gegessen, Architects geschaut. Wurde geil, Alter. Ja. Ich habe auch einige gesehen, dass sie irgendwo... Aber alle in eine andere Stadt. Ja, vor allem Düsseldorf. Die Halle hat 7'500 Leute gehabt und ist ausverkauft. Shit, das ist Alter. riesig. Das Es ist so gleich breit wie das Hallenstadion, aber weniger tief und weniger hoch. ist irgendwie cool. Das war geil. gewesen. Mhm. Ja. Vor allem Support Acts hat es auch gegeben. Was hat's gegeben? 8-mal habe ich die Frage beantworten. Hey, wie ist Sleep Token live? Wie ist Sleep Token live? Sleep Token, Alter! Also wir haben Sleep Token gehabt, Vorwand und Northlane. Haben Sleep Token schon neue Songs gespielt? Keine Ahnung. Mhm. Also ich habe mich nicht mit Sleep Token befasst voran, weil ich bin effektiv 2 Tage voran Architects-Ticket gekauft habe, Architects. Stimmt, das war mega spontan. Das war spontan. Das habe ich dir ja gesagt am Podcast, wo wir ihn aufgenommen haben. Ja, voll. Genau. Und nachher sind wir gegangen, dann habe ich eben gemerkt, Sleep Token und Northlane. Haben wir jetzt nichts von Sleep Token gemacht, weil ich die Band nicht kennt habe. Oh, sorry. Professionelles Tut mir leid Podcast. für eure Ohren. Und haben wir gedacht, ja okay, ich höre mal einen Song auf Spotify. Und also gedacht, vielleicht überzeugt es mich live. Mhm. Und? Das Problem, also sag es mal so. Wenn du jetzt alles nimmst, du weißt ja so ein bisschen, was ich an modernem Metal und Metalcore nicht gut finde. Wenn du jetzt alles nimmst, in einen Topf rührst, zusammen kondensierst und so aus dem ganzen Kondensat wie bei Breaking Bad so blaue Meth rauslässt, dann kommt Sleep Token dabei raus. Weil es halt einfach so... Also, vielleicht liegt es einfach daran, dass ich mit 4 Bier intus und relativ Anarchie kriege. Ich wollte jetzt Architects Breakdowns in meine Fresse bekommen. Dort reingekommen bin und dann ist Sleep Token gekommen und ich habe es halt ein bisschen zum Sleepen gefunden. Ja, Sleep Token, es hat mir auch ein Zeit gebraucht, so wie Siren Ardor irgendwie. Es hat mir ein Zeit gebraucht, bis es mal einen Klick gemacht hat. Und was ich geil finde, ist, die härteste Breakdowns und Musik, aber dort tut nie growlen oder schauten. Ja, aber weißt du, was das Problem ist? Es kommt absolut nicht über. Nicht? Nein, also vielleicht ist einfach der Sound scheiße. Ich habe die nie live gesehen. Aber live ist wirklich, es ist so wie Being as an Ocean, habe ich das Gefühl gehabt. Einfach in Try Hard. Ja, also was ich halt von der Musik selber finde, ich finde die Raspberry Clean Vocals mega, mega cool. Die Harmonie, die er macht, ist zum Teil das mit Harmonie so mäßig wie Billie Eilish, so in die Richtung, mit so mega viel Harmonie, mega viel Layers, was sehr cool ist. Und ich habe einfach das Album einfach mega viel gehört. Es ist halt einfach wirklich, vielleicht liegt es einfach, es ist nicht, ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich habe es zu dem Zeitpunkt einfach recht langweilig gefunden. Weil es ist halt, das Problem ist halt, es ist vielleicht einfach eine zu grosse Bühne für Sleep Token. Für Northlane nämlich auch. Northlane ist eine coole Band, nicht so meine Musik, aber ist eine coole Band und ich habe sie auch schon live gesehen. Ich weiss, dass sie können abgehen und klopfen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, so eine 7'500er Halle ist eventuell ein bisschen zu gross für die 2 Bands. Ja, es ist auch so, wenn du ins Konzert gehst und die mal siehst, ohne vorher mal gekannt zu haben, zu hören, es muss wirklich eine verdammt gute Band sein, um dich zu überzeugen. Ja, es muss nicht mal unbedingt eine verdammt gute Band sein. Ich habe schon schlechte Bands gesehen, die wir überzogen haben. Es ist halt einfach so, die Musikrichtung sagt mir wie nichts. Es ist mir einfach, ich habe einfach immer das Gefühl, es passiert nichts. Ja. Es ist so wie, ich habe gern Popmusik. Ich habe gern Musik, wo ich so ein Intro bekomme, dann eine Strophe, dann ein Refrain, dann eine Strophe, dann ein Refrain. Weißt du, so Sum 41-mäßig, so. Und einfach so dort stehst, so, das muss nicht mal gut gespielt sein. Und dann bist du so, ja, die bewegen sich schon ein bisschen mehr im Prog-Bereich, wo es eher eben Prog, Gent, Pop irgendwie. Es ist eine spannende Mischung irgendwie. Aber ja, natürlich, wenn du das vorher nicht gehört hast. Und ich habe ja nie live gesehen. Also von dem her. Nein, also eben, die Leute haben es nicht, also ich glaube, sie haben es nicht schlecht gefunden. Es war jetzt nicht so gewesen, dass irgendjemand rausgelaufen ist. Ja, voll. Es ist einfach mir persönlich ein bisschen... Ja, wo willst du rauslaufen in so eine grosse Halle? Es war gut organisiert, ich konnte einfach rauslaufen. Ja, okay. Das habe ich aber nicht gemacht. Nein, ist wirklich okay. Und dann Northlane ist halt einfach Northlane gewesen, ist solid gewesen. Northlane ist auch eine Band, die ich einfach immer wieder mal gehört habe, aber nie wirklich... So wie, okay, cool. Nein, es ist mehr so, es ist nicht Musik, es ist mir zu wenig
etwas Spezielles, dass ich es effektiv hören. Ja, amix ist so Musik so wie ein Puzzle. Oder? Es muss genau dich treffen und irgendwie muss gerade Klick machen und es ist mega subjektiv. Genau. Ich habe mit Josh und Brian im Podcast ja schon gesagt, Metalcore ist gleichzeitig die beste und die schlechteste Musikrichtung ever. Kannst mir die Diskussion haben wir dort schon gehabt. Da werde ich meine Meinung wahrscheinlich auch nicht ändern. Ja, es gibt schon, mittlerweile ist irgendwie mega viele Bands tönen irgendwie gleich. Das ist blöd, oder? Wer der von Dimmu Borgir hat ja vor kurzem ein Interview gehabt, wo er gesagt hat, ja, moderne Metal tönt alles Gleiche. Ist nicht der Dings? Oder Nergal. Der Nergal von Dings gewesen. Ist Timo? Nein, das ist der mit dem Krebs. Behemoth. Entschuldigung, Nergal von Behemoth. Er hat recht, also zum Teil ist besonders alles, was in den Top-Playlists in Spotify und so läuft. Ich meine, das ist cool, wenn du die Musik gerne hast. Zum Teil finde ich Bands, die ich geil finde. Ich habe gemeint, das war der gleiche Künstler am Spielen. Weißt du, in den Playlists? Ja, schon. Oder wo in Spotify, wenn das Album fertig gelaufen ist, tut einfach ähnliche Sachen drauf tun und ich so, oh, ist ein cooler Song von der Band. Ich kenne ich sehe komplett andere Band. Okay, anderes Album, anderes Jahrzehnt. Ja. Nein, aber so Bands, die dich wirklich überzeugen, ohne dass du die vorher wirklich gelost hast, ist mir, glaube ich, nur einmal passiert und das war Aborted im Wintermesshof vor 10 Jahren oder so. Es ist einfach so, weißt du, wenn die Bands einfach so Live-Energie haben, die crazy ist, oder? Es ist einfach, wo ich so, what the fuck, Alter. Und ich kann gerade Merch kaufen. Den habe ich schon ein paar Mal gehabt. Weißt du noch, was war es? Eine davon war der Treatment. Die sind mittlerweile nicht mehr so cool. Die sind Vorband von Steel Panther. Das war sick. Sie sind einfach auf die Bühne gekommen. Hello, we are the Treatment. We play rock and roll. Und ich so, what the fuck? Und dann wurden abgegangen. Sick. Hard Rock. Ja, Hard Rock, also Classic Hard Rock. Der Treatment war so eine. Dann, was habe ich noch gehabt? Ich kann sicher noch mehr, aber das ist so die einzige. Ja, ich fällt mir jetzt auch gerade keine mehr. Das ist die, wo wir einfach so am meisten singen. DC Death Race, aber die habe ich schon gekannt. Die sind ja die beste Band ever gewesen, die ich je gesehen habe. Was war auch so Rock? Ja, das ist so australischer Surf-Rock, Prog, Indie, Electro, keine Ahnung was, Shoegaze. Du bewegst dich so in ein breites Spektrum von Musik irgendwie. Das ist tragisch, gell? Ja. Vielleicht fällt mir nachher noch mal eine ein von so Bands, die mich überzeugt haben, das vor. Dings. Must Be Wrong. Habe ich nicht wirklich gekannt. Ich habe gewusst, dass es sie gibt. Also Vodio, Alter. Vodio. Ja. Fuck me. Ja. Das Vodio. Die haben mich einfach weggefickt. Hey. Ja, das ist cool gewesen. Weil ich bin auch nicht wirklich in Punk-Konzerten auch nicht. Ich gesehen mit Vodio, Must Be Wrong. Und wer hat noch gespielt? Ja, Matchbox Whispers. Ja. Sie sind nicht eine andere Band noch gegeben, glaube ich. Naked Soldier, glaube ich. Stimmt, Naked Soldier ist auch sehr cool. Aber ja, Vodio ist gerade geblieben, ist richtig gut. Ja, ist geil. Chaos und Krieg. Genau, aber eben dann Architect, Headliner. Aha, das war gut gewesen. Ja, ist geil gewesen. Ja. Beste gewesen. Sänger kommt auf die Bühne, Sam Carter, läuft normal. Aha. Halber Song, fängt er an zu humpeln. Ich so, ist er am humpeln? Also... Stimmt, der humpelt? What the fuck is going on? Was ist Mike geschrieben? Was ist humpeln? Ja, weißt du, so Limping auf Englisch. Okay. Ich so zum Mike geschrieben, hey, hat er in Stuttgart auch schon gehumpelt? Und er so, nein. Hä? Oh, keine Ahnung, was es war. Auf jeden Fall, nach dem zweiten Song, ist plötzlich so das Schlagzeuger am Mikrofon gewesen, so fragen, hello, I am usually not doing, ich sage es jetzt auf Deutsch, ich mache eigentlich nicht da sagen, aber der Sam hat sich gerade irgendetwas am Bein kaputt gemacht. Oh shit, im Konzert? Während dem ersten Song hat er sich wegen dem ersten Song hat er sich einen Muskel, ein Wädli angerissen. Oh, scheiße, Alter. Und nachher so, ist er dort gehockt und dann, der Satz muss ich jetzt gleich auf Englisch sagen, also, we released an album, got quite a lot of shit on the internet, but apparently, in the real world, we're all still here. So who cares? Ist es weil er nicht mehr Blech zu machen? Nein, einfach das neue Album ist ja von allen gehatet worden. Ist es? Ja, es wird ja immer alles von allen gehatet, wenn du etwas Neues rauslässt als grosse Band. Wenn du ja als grosse Band den Sound ein bisschen so änderst, wird es einfach Ja, voll, das stimmt. Gehatet. Und dann ist der Sam Carter wieder auf die Bühne gekommen und hat so gesagt, ja, er hat ja amigs mittlerweile sogar Heels an. Er hat, ich weiß auch nicht wieso, er hat amigs High Heels, also Heels, so Schuhe mit Absatz an und Eyeliner. Okay. Er hat weiße Hosen angehabt und weiße Wifebeater. Und ich habe mich so gefragt, so, Brütsch, bist du der Freddie Mercury? Ah, vielleicht. Er ist nicht der Freddie Mercury, offensichtlich nicht. Weil er vielleicht eine grosse Inspiration. Er sieht nicht mal halb so gut aus wie der Freddie Mercury in diesem Zeug. Oh, aber er hat gesungen, Alter. Hast du schon den Biopic von Queen, den Film? Da muss ich nachher mal schauen. Er ist super. Ist geil. Junge, es ist so, wow. Am Schluss, weißt du, wenn du einen richtig guten Film geschaut hast, so... Crazy. Wow, shit. Aber ja, nein, cool.
Mega Eben. random off-topic. Ja, schon. Nein, und nachher, ja gut, nein, so off-topic ist es nicht gewesen. Und nachher, ja, ist er dort rauf und hat so das Gefühl, hauptsächlich er hat sich jetzt gerade einen Muskel gerissen beim ersten Konzert auf der Tour, wo er keine Heels hat. Und ich so, zuerst gemeint, es sei ein Witz gewesen. Und dann hat der Mike geschrieben, nein, der hat einfach Heels angehabt am Konzert. The fuck, vielleicht liegt es an dem. Ja, und ich kann wirklich sagen, alle, die neue Album haten, go fuck yourself and verkackt das, Alter. Weil das Problem ist, oder nicht das Problem ist, aber das Ding ist, die neuen Songs, die sind hässig. Ja, also ich glaube, der ganze Album habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe so die Singles gelesen. Die neuen Songs sind brutal hässig. Also live vor allem jetzt, weil sie spielen jetzt ja auch so 7000er Hallen. Ja. Und wir wissen ja alle, die Production von denen ist ja crazy. Der Rammstein-Effekt. Je grösser dein Publikum ist, je grösser deine Bühne ist, je grösser das ist, was du machst, umso simpler muss deine Musik sein. Musst auch liefern, oder? Ja, vor allem, aber die Musik muss auch viel simpler sein, weil sie kommt viel besser rüber. Ja, technisch Zeug ist sehr schwierig. Weil ihre alten Songs sind schon noch hart gewesen. Die sind schon noch, aber sie sind ein bisschen zu schnell, ein bisschen zu hektisch und es ist wie zu schnell für die grossen Dinge. Es kommt nicht überall. Aber bei den neuen Songs, wenn es da bei Impermanence einfach so ey, das fickt in so einer riesigen Halle einfach rein. Ja, weil du hast ja Zeit, dass es sich entfaltet. Weil es macht so es schiebt einfach die Luft um. Ja, das stimmt. Ja. Das ist so bei so ein bisschen schnelleren, hektischeren Parts ist das nicht so. Und das sind wirklich, darum habe ich das Gefühl, die neuen Songs, wenn ihr sie auf dem Album nicht geil findet, geht trotzdem Architects schauen, weil die neuen Songs blastet euch kaputt live, glaubt es mir. Das war wirklich richtig heftig gewesen. Am Schluss ist Physik. Ich meine, der Bass kann nur so schnell fliegen. Ja, vibrieren. Ja, genau. Und es ist einfach irgendwie auch, es wirkt viel anders, weil in so einem kleinen Werk 21, den kann er einfach mal einen an den Grin schreien und es ist... Ja, das ist auch ein grosses Problem gewesen, in den 90er, wo Metal-Bands, die Tech-Death gemacht haben, zu Rock-Producers gegangen sind. Wir haben nicht gewusst, wie sie den Double Bass mischen. Und ich meine, bis nachher Death haben glaubt, nachher der Sound ein bisschen... Irgendwo habe ich das gelesen. Sie haben das quasi zusammengeschafft, bis sie mal gecheckt haben, wie sie das mischen. Weil es gibt so einen Sprung von Metal-Produktionen von den 80er, 90er und 2000er, wo ich einen Unterschied merkst. Ja. Oder? Weil sie haben langsam gecheckt, okay, das sollten wir nicht gleich mischen wie Rock. Oder? Das ist ganz anders, weil bei Rock ist der Kick, aber der hat Platz zum genau, Kick. Du hast einen Kick auf vier Takte. Da kann sich schön entfalten mit dem Bass und alles, aber nachher mit der schnellen... Ja, ein Kick in einem Takt, weil ein Takt besteht ja aus 4. Oder? Ja, aus 4 Viertel. Genau, Silvans Musiktheorie. Silvans Musiktheorie Stunde. Genau, und darum, ja, muss ich sagen, es ist wirklich, vielleicht tönen es auf dem Album ein bisschen. Aber der Song, wie heisst der jetzt? Impermanence hast du vorher gesagt. Impermanence ist geil, aber Be Very Afraid, Alter, der Song. Ja, also ich habe die Songs gelesen und ich habe die cool gefunden. Also ich weiß nicht, was Leute zu tun haben. Ja, geh mal auf YouTube, Alter. Das Einzige, was ich so hate, ist Slipknot seit 2008. Das ist irgendwie die neue Alben. Slipknot ist einfach so, die leben immer noch auf ihrem Fame von früher. Ja, Iowa ist immer noch ein Banger, Mann. Ja, aber eben so das neue Zeug ist so, ja, okay, wir haben es jetzt mittlerweile gehört. Ja, gut, ist auch so, der letzte Metallica-Song ist auch so wie cool, aber... der neueste, was rausgebracht? Das ist so cool. Das ist geil. Aber irgendwie okay. Also ich habe noch nie wirklich Metallica gehört. Also wenn du mir jetzt sagst, ich sollte dir sagen, wie der Riff gegangen ist oder wie der Chorus gegangen ist, keine Ahnung. Okay, ich könnte es noch. Aber Master! Ja, okay. Gut, ich habe auch nie verstanden, es kann ich ausholen, Master of Puppets, ich habe nie verstanden, wieso das Lied so geil ist. Alle haben immer Master of Puppets, das Album, das Beste. Und ich immer so, aber ich habe immer nach der Hälfte aufgehört zu hören. Weil es jetzt langweilig geworden ist. Und dann habe ich mal angefangen, habe ich das Video gesehen, Hip-Hop-Heads react to Master of Puppets. Dann habe ich das Ganze geschaut. Und dann sind die sicher alle weggeblastet gewesen. Und ich am Schluss vom Lied so, damn, this is a masterpiece. Das ist crazy. Und es fängt ja mit dem Riff, oder? Und der ist einfach, der bleibt im Kopf. Das ist schon der erste Riff, den als Gitarrist du lernen als Kind, in dem Sinn. Das stimmt. Und dann lernst du Smoke on the Water, Alter. So, ist immer noch einer der besten Choruses ever, Alter. Ja. Frank Zappa and the Mother. Oder? Ja. Ich liebe es einfach immer noch, dass das Lied in der Schweiz geschrieben wurde. Ja, eben. Und das Lied erzählt ja, wie sie es geschrieben haben, oder? Ja. Das ist völlig insane. Das Lied geht ja darum, wie sie das Lied geschrieben haben. Aha. Und was ist der ich glaube, in Genf hat das Casino brennt. Und dann haben sie über dem Genfersee haben sie auch gesehen. Ja, durch diesen Song habe ich mir einfach mega viel Frank Zappa-Interviews hineingezogen. Weil er einfach so interessant ist als Mensch. Nice. Weiß nicht wieso.
Geil. Ja, das. Ja. Das wäre so der Recap gewesen. Hast du das schon gemacht? Nein, nicht wirklich. Ja, ich bin ganz ehrlich. Also ich bin Snowboard und Mountainbike, aber sonst habe ich nicht gemacht. Ja, ich bin ganz ehrlich ziemlich langsam als ich. Im Moment, ich bin nur am Game. Immer noch Valheim am Game. Das ist geil. Aber weißt du, wenn du irgendwie etwas am Machen bist und in der Mitte von dem findest du, das ist so cool, aber ich verliere meine Zeit gerade. Also ich muss so viel Zeugs machen. Ja, aber ich habe eben keine Zeit mehr für. Ich würde lieber wieder mehr das machen, weil ich bin dann. Ich habe mir ja einen Synthi gekauft. Ich habe mir noch einen Synthi gekauft. Ja, das ist geil. Haben wir mit dem Synthi ein bisschen Zeit verdaddelt, bin dort ein bisschen am Programmieren und ein bisschen rumspielen. Du ja, das ist immer wieder Zeugs, ist dann wirklich. Ich habe perfekte Techno-Rave-Bassline angebracht. Aha. Völlig unabsichtlich, weil Ja. ich bin irgendwie am Telefonieren, habe irgendetwas rumgedrückt und dann ist sie rausgekommen und ich so, shit, Oh ja. ich kann das nie mehr reproduzieren. Aber ich habe es geschafft, sie zu speichern. Das heisst, ich muss sie nicht reproduzieren, weil ich habe sie noch. Geil, ja, das kann ich, wenn ich irgendwie am Umstrübeln bin mit dem Mix oder mit dem Ton von Gitarre und nachher tut es sich ausschalten oder irgendwie crashen. Hey, also ich liebe es. Ich habe auch den Synthi, ich habe eben einen Hardware-Synthi, weil mich regen, also es gibt alle sagen immer, ja, aber mit den Plugins. Ja, aber mit den Plugins weißt du nicht, was du machst. Du findest nie raus, wie ein Synthi funktioniert, weil du hast einfach so Presets, die geil tönen, aber du weißt nie, was passiert. Das stimmt. Es ist auch, es ist intuitiver, wenn du etwas Genau, in du der kannst Hand den hast. Knöpfchen drehen. Voll. Ich meine, es ist von unserer Natur, von unserer ich meine, es ist die Evolution vom Mensch, weißt du? Früher hast du halt gejagt und Stammtisch. Du musst einfach und Sachen anlangen, musst oder? Sachen anlangen. Du musst einfach da Hand machen. Hand gehen, oder? Eben, genau. Einfach mal dran langen. Ja, bei digital hast du so viele Optionen und du weißt nicht, wo anfangen. Und du kannst nicht einfach umspielen und weißt mit mehreren Knöpfen gleichzeitig. Genau, weil ich habe jetzt für mich herausgefunden, eigentlich musst du auf dem Synthi einfach mal herausfinden, was es ist. Ein Synthi ist alles Gleiche. Jeder Synthi funktioniert eigentlich gleich. Du machst irgendetwas, das dir eine Welle generiert. Aha. Dann hast du einen Filter, der die Wellen abschneidet. Ja, also zuerst musst du den Wellentyp Ja, genau. Das kannst, ja, aber eben, das ist ja dann egal. Dann hast du einen Filter, der die Welle abschneidet und dann tust du die Wellen einfach bearbeiten. Mit, Also, sag mit Oscillatoren und Zeugs, es klingt alles so, als okay, macht Sinn. Aber in der Praxis im Fall, für mich ist es so wie Black Magic irgendwie. Ich meine, für mich im Fall auch, bis ich angefangen habe mit dem scheiß Synthi spielen. Weil jetzt macht es Sinn, wenn du so, dann hast du so das Ding und dann machst du so, okay, wenn du jetzt den Attack aufschraubst, dass der Attack nicht 0 Sekunden ist, sondern 1 Sekunde, dann geht es 1 Sekunde, bis die Welle am Peak ist. Ja, dann bist du beim Wave Shaper. Ja, dann bist du beim Der der ADSR, oder? Also beim, Attack, keine Ahnung. Attack, Decay, nein. Ja, Attack, doch. Sustain, Decay, Release. Ja, genau das. ASDR, ja. Genau das Zeug. Und das funktioniert eigentlich noch recht easy und es ist eigentlich überall immer das Gleiche und du kannst so ziemlich jeden Sound machen, wenn du ein bisschen weißt, was du machst. Ja, der zum Beispiel ist das, was ich am intuitivsten finde, wo kannst du auch digital machen. Weil sobald Oszillatoren und Filter fängst zu setzen, dann verliere ich mich ziemlich schnell bei diesen Scheiß. Ich nehme einfach immer Preset und nachher tönt einigermaßen so, wie ich es mir vorstelle. Und nachher passe ich es ein bisschen an. Ja. Oh, ja. Nein, das ist gut, ich habe jetzt eben herausgefunden, du kannst so viele Sachen machen. Und du musst einfach den Grunddings machen. Wenn du den Grunddings hast, dann hast du eigentlich schon 90% von allem. Wir müssen mal jemanden holen als Gast, der uns Synthes erklären kann. Ja, fix. Ich habe gesehen... Ich in einem Jahr. ja, eben ja. Ja, Dings, der Sänger von Defender macht jetzt... Stimmt. Was war Trance? Kevin. Psytrance, Kevin, ja, voll. Cyrex heisst er. Er hat noch nicht released, aber von den IG-Stories und Zeugs, die er postet, tun es nicht schlecht. Ich finde es geil. Ich habe letztens herausgefunden, wieso das... Also nicht herausgefunden, ich vermute, dass es heisst so... Es heisst ja Cire, oder? Cyrex mit X. Hat es X hinten dran? Ja. Okay, das ist neu in dem Fall. Das habe ich noch nicht gesehen am Anfang. Das ist immer so gewesen. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall. Weißt du, wie er zum Nachnamen heisst, oder? Nein. Nicht? Nein. Okay, ich weiß nicht. Bleiben wir das nachher aus vielleicht. Okay. Aber er heißt ja. Und wenn du das Cyrex jetzt richtig aussprichst, Sire. Aha, ja, mit dem X funktioniert es ja nicht mehr. Mit dem X funktioniert es nicht mehr, genau. Ja, aber das ja. X, ich weiß nicht, aber eben, ich habe eben gemeint, es hätte mal kein X dran gehabt. Und darum bin ich auf die Idee gekommen. Sire. Aber bin ich blöd? Hätte es wirklich ein X? Ist doch egal. Das Problem ist, wir können ja nicht einfach seinen Nachnamen rausblasen. Das werden wir sowieso wegtun. Von dem her müssen wir sowieso Dinge. Doch, Cyrex, okay, ist schon mit X. Ja, ganz kurz, anscheinend kommt bald Psytrance-Musik von ihm raus. Finde ich sehr cool. Ist geil. Ich finde es sehr cool, wenn du weißt, auch wenn sich eine Band auswählt für Defender, gibt es ja nicht mehr. Trotzdem, dass die Leute nachher Musik machen sind. Ich sehe, wie der Mauro ist Zeugs am machen. Ich weiß noch nicht, worum es geht. Ich bin sehr gespannt. Weil ich sehe da die Leute, die im Hintergrund sind in seinen IG-Stories und ich so,
Ich glaube, der Triss ist auch involviert. Eben der Kevin mit Cyrex. Und der Rest der Jungs sind wahrscheinlich auch irgendwo etwas am machen. Ja, Mayflower ist auch aus dem. Ja, stimmt, ja. Von Mayflower, die richtig am Gas gehen sind. Jetzt habe ich gesehen, sie haben den Baden in Blut Contest gewonnen. Haben sie eröffnet, den Baden in Blut in Deutschland. Das ist ein Festival. Das ist nicht das da. Ich habe aber auch gemeint, ist gerade bei mir in der Nähe. Nein, ist Baden in Deutschland, Ja, ist schon anders. Scheisse, ja, aber ja, also, es ist sehr cool zu sehen, dass die Leute wirklich Gas am Gehen sind, weißt du? Also von dem her, Hopp-Leute. Bin sehr gespannt, was kommt. Ja, Hey, du, jetzt machen wir noch schnell das Random-Zeug fertig. Voll. Dann können wir einen kleinen Cut machen. Und Ja. dann Gut, ich habe trotzdem ein bisschen Recap. Das ist ein Recap? Ja, also, ich lese es. Also ganz ehrlich, ich habe nichts mehr gemacht außer gamen und versucht Musik schreiben, nicht gegangen. Aber wir haben nachher auch, gerade am nächsten Tag, glaube ich, mit der Whiteout haben wir Vocals aufgenommen. Also erwartet etwas, der kommt von Whiteout bald, vielleicht etwas, vielleicht auch nicht. Aber ist sehr cool, wir sind Vocals zum Aufnehmen bis 2 am Morgen. Junge, bin ich müde gewesen. Stimmt, ich habe noch gesehen, dass ihr lange weg sind. Ja. Ja, aber eben, weil wir wollten unbedingt, okay, es muss perfekt sein, es muss und einfach alles am Probieren. Und da muss ich schon sagen, ich meine, Sänger und Producers kennen es wahrscheinlich auch. Leute haben in der Regel eine limitierte, wie kann ich sagen, Zeit, wo kannst du wirklich 100% Vocals aufnehmen. Meine ist recht kurz. Deine, ich weiß nicht. Du musst sagen, wenn du am Schreiben bist. Es kommt darauf an. Wenn ich screame, eigentlich nicht so kurz. Jetzt eben mit Matchbox Whispers hat ja der Silas angefangen, mich regulär singen zu lassen. Und wenn ich dort ein bisschen muss, meine Stimme ein bisschen mehr komprimieren und so, bin ich noch nicht so dabei, weil ich halt einfach das noch nicht so oft gemacht habe und noch nicht lang gemacht habe. Das geht ein bisschen nicht so lange. Aber screamen bin ich eigentlich, wenn ich meine regulären Standard-Screams mache und nicht muss irgendwie noch quasi Zeug, neues, anderes Zeug machen, dann bin ich eigentlich recht okay dabei. Ja, weil also ich weiss, von Leuten, die ich aufgenommen habe, zum Teil kannst du vielleicht 2-3 Stunden Vollgas geben und nachher merkst du schon langsam, dass es zum Teil nicht mehr das Gleiche ist. Mit dem Mic im Fall, der kann 8 Stunden lang, 9 Stunden lang einfach durch aufnehmen, no problem. Fragst du, hey, geht's gut, stimmt, brauchst du Pause? Dann schlägt er dich so. Was crazy. Pause? Und er probiert mega viel Neues zu sein, so wirklich so Tiefe und nachher sind wir hoch und wir können mit ihm experimentieren. Das war sehr cool gewesen. Also sehr eine coole Session gewesen, da bin ich sehr gespannt, wenn wir etwas rausbringen. Ja, Sickomate. Yes, aber ja, das ist es eigentlich von mir, sonst habe ich noch gegamed. Ich habe jetzt auch wieder Horizon Zero Dawn angefangen zu spielen. Aber der Nein, das Alte, ich habe das noch nicht gespielt. Der Alte habe ich angefangen, das ist so gut. Gut, ja. So gut, Man Mann. muss noch fertig zocken. Ist PS oder PC? PlayStation. Oh ja, habe ich auch gespielt. Ja. Und am 12. Mai verabschiede ich mich dann für immer, weil dann kommt ein neuer Zelda raus. Ah, wirklich? Ja. Ah. Ich habe einem Kollegen geschrieben, ey, 12. Mai, Tears of the Kingdom. Und er so, Alter, die kenne ich gar nicht. Muss ich gerade hören? Ich so, nein, Zelda-Game. Aber zum Fernsehen, Tears of the Kingdom, 0815 Metalcore-Bandname. Ah, ja, voll, ja, eigentlich schon. Aber ist das Switch, oder? Ja. Muss ich auch holen, Mann. Der Switch ist das Beste. Ja. Switch ist das Beste, was ich mir je gekauft habe in meinem Leben. Okay, nicht ganz. Ja. Ich kann ja noch Mountainbikes und Gitarren nehmen. Aber Switch ist schon ziemlich weit oben. Switch ist schon cool. Ja, besonders wenn ich irgendwann reisen oder so. Zum Reisen, du kannst Mario Kart spielen. Wir sind im WK, haben wir einfach... Also in den WK mitgenommen. Haben wir einfach nichts anderes gemacht, als wie im Auto, im Funkwagen hocken und einfach gegeneinander Mario Kart zocken. Das ist fucking lit, Alter. Geil, Mann. Ja, aber was haben wir noch bei Random aufgeschrieben? Du hast noch etwas drauf. Ah ja, genau. Ich habe nämlich herausgefunden, also ich nicht, unser hoffentlich zukünftig Aussenreporter, der Mike, hat herausgefunden, wieso das noch nie Jazz... Der Anfahrt-Mike, wir haben so viele Mikes, Alter. Gut, das stimmt. Haben herausgefunden, wieso das höchstwahrscheinlich... Man hat zuerst mal gefragt, ist schon mal Jazz auf einer Jazzmaster gespielt worden? Dann hat er so das Gefühl gehabt, ja, vielleicht dort, wo unsere Papis noch cool waren. Und ich so, mein Papi ist immer noch cool. Und er so, fair. Und dann hat er so das Gefühl gehabt, ja, aber dann irgendwann nicht mehr. Und weiss ich was, dann sind Hipster-Kiddies gekommen. Dann habe ich herausgefunden, ja, nein, anders. Kurt Cobain. Hat Jazzmaster gespielt? Oder Jaguars oder Jazzmasters oder Mustangs. Der hat einfach alles in dieser Shape gespielt. Von dem her ist jetzt... Jetzt kommt CIA Aluhut-Theorie. Es ist nie auf einer Jazzmaster Jazz gespielt worden. Wegen Heroin. Was? Ja, weil der Kurt Cobain hat ja Jazzmasters gespielt. Okay. Und weil er Heroin genommen hat, hat er nie Jazz drauf gespielt. Weil er einfach nicht Jazz spielen konnte, weil er Nirvana spielen Shit. Ja. Okay. Jetzt haben wir aber auch den Folgetitel. Wir haben vorhin am Anfang noch mal irgendetwas gehabt. Was haben wir gehabt? Ah ja, genau, Alter. Wir können voll Clickbaiten, Alter. Architect Sellout, Heroin und Jazzmasters.
Da haben wir 100'000 Klicks. Ja, scheiße. Architect Sellout müssen wir bringen, einfach wegen Clickbait. Von Architect Sellout und einfach so Gesichter machen. So. Genau, Architect Sellout so, und dann noch Englisch, so dass es ein Heroin Jazz Masters. Ja, fucking Dings, weißt, ich bin so satt von Thumbnails, weißt du, weil ich einfach so das Gesicht mal so und nachher irgendetwas. Boah, kennst du das Chick auf Instagram, wo einfach nur so, oder die streamt, glaube ich, wo immer so im Hintergrund so ein mega dummes Lied kommt so, und nachher so die Männerstimme, die irgendwie so einen dummen Witz erzählt und sie hockt dort so. Und irgendetwas ist, und es hat so null Content. Es sind einfach nur Dudes, die irgendwie ihre hinten drin sind und sie verdienen wahrscheinlich Millionen damit. Keine Ahnung, so aber was ich immer wieder sehe, sind einfach Leute, die in Instagram ihre Reaction zu einem Viral-Video machen, aber sie reagieren nicht, ist einfach so ja, kein Kommentar, gar nichts. Und ich so, the fuck, was machen wir? Die einzigen Reaction-Videos, die ich akzeptiere, sind die von Music Shed. Das ist so ein Musiklehrer, der das Lied auseinander nimmt. Okay, das ist etwas anderes. Das ist ist so wie der Rick Beato, macht auch so Zeugs. Genau, der Rick Beato ist auch ähnlich. Dann der Sänger von The Darkness, ich weiß nicht, wie er heißt. Der Justin Hawkins, der macht das auch. Der hat eine Akustikgitarre mit dabei und dann nimmt er das Lied auseinander und so. Und der Nick Nocturnal. Ja, voll. Und Finn McKenty, finde ich auch sehr lustig. Macht der... Der macht Reactions in seinem zweiten Channel. Ah, okay. Aber er ist sehr insightful, hat immer sehr gute Kommentare. Das finde ich aber wichtig, weil wenn einfach nur ein Video ist von einem Dude, der dort hockt und effektiv reagiert. Ja. Das Problem, was ich sehe, ist, Leute haben zum Teil aufgehört, versuchen, Wert im Content reinzustecken. Du brauchst ja ein Value für die Zuhörer oder Zuschauer zu geben. Du musst ja auch nicht mehr. Im Inside, nein, du musst einfach irgendetwas tun. TikTok hat das komplett gefickt. Das ist irgendwie... Ich mache TikTok nicht auf. Architects, Sellout, Heroin Jazz Master und was haben wir gehabt? Reaction-Videos. Wir haben richtig gut. Okay. Wir können richtig Clickbait heute. Da können wir Clickbait machen. Ja, voll. Nein, also amigs fühle ich mich schon wie ein Boomer, wenn ich so Zeugs sehe. Ist so wie, ja, aber das ist ja gut. Wir werden nächstes Jahr 30. Voll. Wir werden nächstes Jahr 30. Stimmt, nächstes Jahr stimmt. Ja. Mit David. Voll, ja. Aber ja, nein, das haben von Jazzmaster ist Jazz auf Jazzmaster mal gespielt worden. Falls du so weißt, schreibst du so metal.serva@outlook.com oder dir falls irgendjemand mal einen Jazzmaster gesehen hat, für Jazz gebraucht zu werden, bitte lasst uns wissen. Hat fix jemand in den 60er oder so gespielt? Ich glaube es eben nicht, weil in den 60er haben wir Surfrock gehabt. Dort haben sie auch schon Jazzmaster gebraucht. Ich glaube, die sind effektiv noch nie... Aber Jazz war immer präsent im Underground. Ja, aber wer spielt Jazz? Leute mit einer Les Paul oder Leute mit einer Telecaster oder einer Stratocaster. Das stimmt, hauptsächlich. Aber es gibt sicher so einen obscure Artist irgendwo, einfach einer so irgendeinen so einen Real, oder vielleicht sind Jazzmasters so die OG-Haters, weißt du, so, sie sind so wie so die Metalheads, also voll nein, wir machen das nicht. Jazzmasters, so die richtigen Rebellen, so Jazzspieler, so nein, die Gitarre heißt Jazzmaster, ich brauche die jetzt sicher nicht für Jazz, das wäre mir zu wenig progressiv. Jesus Christ. Aber ja, da haben wir noch... wir wollten noch einen Shoutout machen an Migi von Radio Blitz, also vom Blitzableiter. Das ist ein Programm im Internetradio Radio Blitz von Solothurn. Er hat uns einen coolen Shoutout gegeben, hat coole Insights gesagt, und zwar, dass ihr solltet nicht anfangen mit unserer ersten Episode, weil es zu chaotisch ist, sondern mit einer von der letzten. Das finde ich auch sehr gut, sehr insightful. Ich finde nicht. Ja, aber merci für den Shoutout, das ist sehr cool. Gehen Sie Radio Blitz checken. Sie haben auch sehr coole Musikauswahl gehabt im Blitzableiter gewesen. So ein paar Metal-Bands noch laufen gelassen. Finde ich sehr cool. Gehen Sie gucken. Ein Gruß. Und ja, das ist eigentlich von unserem Recap-Random-Zeugs, die wir immer anfangen. Ich habe gerade noch eine direkte Anfrage an Migi von Radio Blitz, wenn sie aus Solothurn kommen. Ja. Versis hat ja am 18.03. ein Konzert gespielt in Schaffhausen. Aber das Problem ist, weil wir jetzt ja eine Woche später in Zürich spielen. Und das Konzert ist abgesagt worden am 18.03. Wir würden gerne noch ein Konzert spielen, aber das Problem ist, wir spielen eine Woche später in Zürich mit Safer Last Breath und Foreign und so. Und darum haben wir das Gefühl, macht es keinen Sinn, in Zürich zu spielen. Darum habe ich jetzt mal einfach den Dudes von Foreign geschrieben. Ob wir eventuell am 18. das Konzert irgendwo in Solothurn spielen. Das heisst, wenn jetzt ihr da vom Radio Blitz eventuell etwas wisst, eine Location kennt oder sonst jemand, der Konzert organisiert, haut die doch an. Foreign und der Versis wären dabei. Wir würden am 18.03. spielen. Ich glaube, ich habe auch nie in Solothurn gespielt. Whiteout macht auch mit. Ja, Sag ich jetzt einfach, die haben ja keine Wahl mehr. Ja, okay, in dem Fall. Aber ja, cool. Dann
habt ihr gehört, falls ihr eine Location kennt, einen Bucher oder etwas in Solothurn, einfach schreiben. matt.sebel@outlook.com oder DM, IG oder Facebook. Macht Genau, das. einfach alles. Yes. Und jetzt machen wir weiter. Oder wenn wir jetzt schnell den Cut machen, CD für holen. Ja, das ist eine gute Idee. Also machen wir einen kleinen Cut. Cut. Ja, Cut! Metal Servola, breaking news. was ist das? Das Hast du das? Gingerbier aufgemacht. Mehr habe ich nicht. Das willst du mir auch machen. Ja, ist gut. Ja, meine Damen und Herren, wir müssen geschwind unsere Klamotten wechseln, weil holy shit sind wir am Schwitzen gewesen unten dran. Also, jetzt ist Change of... Ja, jetzt sind wir seriös Outfit. unterwegs, jetzt sind News. Cheers, jetzt sind News. Wir haben aber kurz, eben, vor der Cut, haben wir ja erzählen wegen der CD. Hast du die CD dabei? Fucking hell, Alter. Machen wir es nochmal. Haben wir es rausgelassen? Wir haben es sicher rausgelassen, ja? Okay. Ich habe gemeint, du hast es reingenommen. Okay, das können wir als Outtake nehmen. Das können wir als Werbung weißt du nehmen. was? Bleib da geschwind, red Nein, red weißt mal du, etwas, ich sag mal habe einen eine Witz. gute Idee. Wir können jetzt einfach das Video als Outtake nehmen, so quasi die Folge promoten. Ja, das können wir auch machen. Aber Ich erzähle trotzdem einen Witz. erzähl mal einen Witz, ich bringe die Platte geschwind. Okay. Ist ein Musikerwitz, der einzige Musikerwitz, den ich kenne. Ist eine Band, sucht einen Bassist. Nachher bewirbt sich ein Gitarrist dort auf der Position als Bassist. Und nachher kommt er an in der Bandprobe und sie fragen dann so: Hey, du hast gesehen, dass das die Position für einen Bassist ist? Und er so: Ja, ist kein Problem. Ich gehe einfach ins Spital und lasse mir die Hälfte von meinem Hirn rausnehmen. Und sie so: Ah ja, das stimmt ab, funktioniert, oder? Geht er ins Spital. Lässt sich operieren, kommt wieder in OP, wacht auf und der Doktor sagt ihm so: Hey, du, die Operation ist gut gegangen, einfach ein Problem. Wir haben da nicht nur die Hälfte von dem Hirn rausgenommen, sondern 3/4. Und dann hockt der andere dort, sitzt so auf, schaut so um und so: das ist scheißegal, gib mir meine Sticks. Also. Da. Halt. Sehen wir da. Ja. So. Sehen wir das. Egal. Aber ja, dann haben wir die Silent Circus CD, die von Ricardo.ch geholt wurde. Was ist jetzt Zahl für Ja, das? ich glaube 4 Stutz zahlt. 4 Stutz hat gekostet. Aber es ist ein, wie sagst du das, Cultural Patrimony? Ja, wie heißt genau. Ich habe keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt. Ich weiß auch nicht mal, was Es ist du auf Teil Englisch von der wahrscheinlich Schweizer sagen. Kultur. Ah ja, genau, das ist jetzt Teil von der Schweizer, das ist öffentliches Schweizer Kulturgut. Öffentlich wäre. Wir unterschreiben das nachher Aha. und dann schauen wir noch, wie wir das dem Brian und dem Josh zu euch holen. Ja, ich glaube, also wir werden sicher etwas Cooles machen mit der CD. Eventuell landet es mal bei machen einer sie von nicht. euch. Jetzt machen wir sie einfach kaputt. So, auf der CD unterschreiben, auf dem fucking silbrigen Teil, dass du ja nicht mehr hören kannst. Nein. Das ist Cultural Patrimony, Schweizer Kunstwerk. Also eben, Er ich wird finde, verewigt. ich will sowieso, dass da jetzt jeder unterschreibt, der die CD gehört und irgendetwas in der Schweizer Metal-Szene gehabt hat. Oh, was könnten wir machen? Wir könnten alle unterschreiben, ganz vorne, nachher mit Epoxy. Einfach quasi wie einen Block machen, der durchsichtig ist. Und dann ist wirklich, kann niemand mehr anlegen. Das ist für die Nein, Ewigkeit. Ich finde, man sollte effektiv einfach die CD, also Schweizer Metal-Kulturschaffende, weitergeben. Oh, das ist Die gut. unterschreiben sie einfach alle und geben sie weiter an die nächste Person. Das ist cool, ja. Da können wir Eben so, man gibt sie zum Beispiel einer Band. Dann unterschreibt die Band, sie nimmt sie als nächstes Konzert mit und gibt sie der nächsten Band. finde Und ich eine nachher gute ist die CD irgendwo und alle müssen immer einen Post machen auf Instagram, wenn sie die CD haben, mit den Fotos und so, damit das Ding ein bisschen wächst. Das wäre schon das finde ich cool, ja. Das wird die Legende vom Silent Circus CD von Ricardo.ch. Finde ich geil, bin ich sehr gespannt. Hey, es wird nicht nur die Legende von der Silent Circus CD, es wird die Legende von der Silent Circus CD vom ICU Festival und uns. Metal Server, wer blastet was? Alle. Alle, die da drauf sind, aber das ist die Silent Circus CD vom ICU Festival. Übrigens, hast du gesehen, was die Extreme Music Switzerland Jungs gepostet haben? Ja. Ich glaube, da kommt etwas. He? Ich glaube, da kommt Sie haben vielleicht. das schon gesagt, wahrscheinlich finden wir es nur so lange gut, bis wir sie hören reden. Und ich so, ja, da fahrst du mit dem Träumli, da kommt es schon gut. War ein schlechter Buffer gewesen. Aber nein, da bin ich sehr gespannt. Ich bin sehr froh, wenn wir mehr Podcasts in der Sinne sind. Ich meine, wir sind auch neu. Ich meine, von dem her ist es sehr cool, wenn wir mehr Leute sind. Ich glaube, ich höre mehr gerne. Ich höre das Zeug mehr gerne. Ja, Von dem her, und ich will nicht unsere eigene hören. Von dem her machen wir Podcasts. Nein, und zwar aus einem Grund nicht. Aha. Sonst kommt er in den Spotify-Jahresrückblick.
Oh, Es gibt nichts Peinlicheres. Josh, lass schnell weg. Es gibt nichts Peinlicheres, wenn deine eigene Musik im Jahresrückblick zu oberst oben Ich kann dir ist. ja meinen eigenen Rückblick zeigen, oder? Ist nur Demigo dann List gewesen. Alle 5 Top-Songs sind meine eigenen Songs gewesen. Also, Jesus mir- Christ. Bei mir ist es nicht eine von den 5 ersten. Ne, ich glaube es. Ich glaube, einen habe ich ein bisschen üben vor einem Konzert. Ja, ja. Weißt du, das Ding ist, wir sind so faul. Wir hätten ja alle Mhm. die Songs irgendwo auf dem PC zum Üben. Mhm. Nein, was machen wir? Wir gehen auf Spotify. Ja, zum Üben, immer. Ich meine, Immer. das ist cool, weil es ist einfacher zum nutzen. Ganz ehrlich. das ist schlimm. Ja. Danke Spotify, dass du uns faul machst. Yes. Danke Algorithmen. Habe Thank euch you gern. very much. Und ja, wir kommen nach 6 Minuten oder so auf News. Genau. Sagen. Ich würde mal sagen, nachdem wir das News-Intro laufen lassen haben, nach etwa 5 Minuten zu den News. Ja, voll. Also ich glaube, das wird der normale Dings sein bei uns. Und ja, wir kommen zu den News. Und zwar eigentlich, ich habe eine News mitgenommen, wo eigentlich zum letzten Podcast eigentlich könntest verbinden. Es hat damit zu tun. Und zwar, ja voll. Genau. Und zwar, ich habe ja eine Band erwähnt, oder Nubia on Steroids. Heißt One Lunar Day. Ja. Ist ein Projekt, das noch keine Musik offiziell rausgekommen hat. Sie haben aber anscheinend ein erstes Konzert gehabt. Finde ich cool, leider bin ich nicht dabei gewesen. Und ich habe dir ja ein Video geschickt, weil sie haben das Video rausgehauen. Hast du geschaut? Nein, ich frage mich nur gerade, ob der Mond Tag hat, weil er rotiert ja nicht. Er rotiert nicht, aber er schaut uns immer an. Es ist immer die gleiche Seite, die auf uns schaut. Das heisst, rein theoretisch gesehen Mhm. gibt es einen Tag, aber seine Tage sind nicht, weil er um seine eigene Achse dreht, sondern seine Tage sind, weil er um die Erde herum dreht. Ja. Wenn er da ist, Also das wäre One Lunar Day. wenn wir wahrscheinlich, jetzt da sind, wenn er auf der einen Seite von der Erde ist Mittag. ja. Und wenn er auf der anderen Seite von der Erde ist Ja, Mittag. auch Mittag, weil die Ja. Sonne eigentlich hat einen, Also One Lunar Day wäre wahrscheinlich die Zeitspanne, die es nimmt, um ein Dings um ich weiß nicht, One Lunar Day, bitte aufklären, danke, weil eben rein theoretisch kann der Mond keinen Tag und Nacht haben, weil er dreht sich nicht. Es schaut immer die gleiche Seite zu der Sonne. Voll, aber er dreht sich um die Erde, oder? Ah, ja, stimmt, er dreht sich um die Erde. Genau. Also One Lunar Day ist, wenn es einmal... Ich weiß auch nicht. Okay. Wir sind auch nicht Astrophysiker, von dem her... Falls ihr gecheckt habt, wir sind einfach zwei Vollidioten, die einfach labern. Nein, stimmt, also wahrscheinlich, er schaut ja immer die Erde an, das heisst, wenn er da ist, dreht sich ja das Gesicht zu uns. Das heisst, wenn das Gesicht die Erde anschaut, schaut das Gesicht ja an die Sonne. Und Aha. dann, wenn es auf der anderen Seite von der Erde ist, schaut ja das Viertel an die Sonne. Also gibt es schon Tag und Nacht. Okay, dann. Ich meine, ja, voll lunare Tag und Nacht, sagen wir so. Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Also, One Lunar Day. Ist Yes. mir egal, ob ihr Musik macht, ist mir egal, Mhm. ob ihr Musik macht oder Astrophysiker sind. Der Ricky und ich brauchen eine Erklärung, was ein Mondtag ist. Ja, ich was kann ist- es auch nicht googlen, ich kann das nicht nachforschen. Wir wollen, dass ihr Stellung nehmt dazu. Voll, schreibt meta.sebra@outlook.com oder Macht DM in Instagram. einfach eine Instagram-Story, wo ihr das erklärt. Das ist am Voll. einfachsten. Aber ja, hast du das Video gesehen, das ich dir geschickt habe? Ja, ich habe es gesehen, aber es ist ein Zeitchen her. Voll easy. Aber es ist cool, weil sie haben, weil bis jetzt habe ich nur Instagram-Stories gesehen und so und einfach voll am Hype ist Dings, weil es gibt noch keinen Song raus. Aber die Musik, wo ich in den Instagram-Stories gesehen und so, also erstens sind es sehr gute Musiker, die da hinten stehen, oder? Und jetzt haben sie noch mehr Musik-Snippets gezeigt im Video. Und ich so, das klingt ja mächtig. Also ich bin mega gespannt, weil es ist anscheinend eine Band, die anhand von einem Bachelor-Projekt angefangen hat. Nicht wie Silent Ardor. Das ist ein Experiment. Leonardo war ein Experiment, gewesen, wo wo der Manuel in Forums einfach gemacht hat. Er hat so Experimente ja. gemacht, wo er Musikstile gemischt hat. Oder? Ja. Und irgendwann ist gefunden, okay, Black Metal und Spiritual Music oder so etwas. Und ich gefunden, okay, er hat es probiert, das ist gut tönt. Und nachher ist Leonardo Alright, ja. Voll. Moneyboy ist Ist auch einer. Genau, Moneyboy ist auch einer. Moneyboy ist auch so etwas. Legendäres Projekt. Und One Lunar Day jetzt. Und ich muss sagen, es klingt sehr, sehr vielversprechend. Sagt man so das? Vielversprechend. Vocals erinnern mich an... ich habe den Bandnamen vergessen. Mein Hirnli. Es klingt geil. Es klingt sehr geil, wie gesagt, Nubia und Steroids, aber ein bisschen anders, würde ich sagen. Es ist nicht genau das Gleiche. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, es ist mehr richtig
größere Anzahl Clean Vocals als, ich glaube, als Shows. Aber sie sind Breakdowns, haben sie gesagt. Von dem her bin ich sehr, sehr gespannt. Sie haben nebst Breakdowns auch emotionale Breakdowns gehabt. Sehr lustiges Video. Editing ist on point gewesen. Ich habe mich vergehört im Fall. Richtig, richtig gute Sense of Humor. Aber ja, könnt ihr gespannt sein. Ohne emotionale Breakdowns, keine Metal Breakdowns, oder? Das Video, ich kann es nicht 3-mal schauen, es ist so lustig gewesen. Alright. Aber ja, Shoutout, One Lunar Day. Bin sehr gespannt, auf was kommt. Dann kommt das Album, wo sie wirklich ein komplett neues Album einfach gemacht und es wird irgendwann das Jahr kommen. Geil. Also bin ich gespannt. Eigentlich, das ist das Einzige, was ich in den News geschrieben habe. Wir haben Releases und Konzerte. Und ja, erzähl mal du, der erste. Ja, Rod von Promethe. Hast du gelost? Mhm. Ist geil. Junge, es ist sehr cool. Ich kann es hören, aber ich habe es verhängt. Okay, kein Problem. Aber es ist ein sehr cooler Song. Also wirklich sehr geil. So bin gespannt. Schade, dass Promethe in Hiatus gönnt. Wird nicht mehr in der nächsten Zeit spielen. Aber wer weiß, vielleicht kommen sie irgendwann zurück. Dann kannst du den nächsten Release sagen, wir haben es vorher zusammen Ja, das angeschaut. haben wir gesagt, dass wir zusammen schauen, weil das ist ein bisschen gehypt worden in den letzten paar Wochen. Nämlich der neue Release von Infinitas, wo Kratos heisst. Yes. Marketing war gut gewesen, weil ich bin, glaube ich, keinen Tag im Internet gewesen, ohne dass ich etwas gesehen habe davon. Same, immer. Fast schon schlimm gewesen. Ist mir langsam auf den Sack gegangen, aber... Aber das ist ja richtig so. Ja. Sie haben herausgefunden, nein, wie heisst die Band? Die eine Band, die so eine blauhaarige Sängerin hat. Arch Enemy? Nein, die andere, die eben auf YouTube 36 Millionen Aufrufe hat. Aber Spiritbox? nein, eine Band, die keine Sau kennt. Sie hat Nein, 36 Millionen... Nein. Ich habe gesagt, eine Band, die keine Sau kennt. Keine Sau Ricky, nein. Niemand kennt sie. Also ich google das jetzt schnell. Diagonist? Nein, Ricky, es ist eine Band, die niemand kennt. Glaubst du mir Mit nicht einfach? 36 Millionen? Diagonist habe ich in Porto schon gesehen, die kennt man. Hast du in Porto gesehen? Ja, das war geil gewesen. Gut, ich weiss ja, wo die Alissa White Cruz in Diagonist gespielt hat, das gesungen hat. Das ist Ja, geil. genau. Und jetzt da, Alissa, da haben wir gerade einen guten Segway zum Kratos-Song. Weil, du hast gesagt, sie ist eine neue Sängerin. Ja, voll. Ich weiss nicht, ob sie eine neue Sängerin ist, aber in dem Fall... Das ist der erste Song, glaube ich, wo die neue Sängerin drauf ist. Ja. Ich glaube, von was ich gesehen habe. Weil ich habe die Band auch vorher wenig gelost. Aber ja, hast du schon gefunden? Nein, noch nicht. Aber ja, sag mal, wie hast du gefunden? Auf jeden Fall, ich habe es gut gefunden. Weil sie haben zwar auch den blauhaarigen Frauenbonus gehabt. Weil sie haben sogar 2 Frauen mit blauen Haaren. Voll. Eine spielt gegen die andere singt. Und was ich wirklich krass gefunden habe, also gut finde, ist, die Vocals von der Sängerin tönen nicht wie die von Arch Enemy. Voll, das ist eher eigenes. Weil oft ist es so, dass wenn eine Frau screamt, dass sie genau gleich tönt wie die Sängerin von Arch Enemy. Ich weiss nicht wieso. Meinst du Alissa White Cruz oder meinst du Angela? Nein, Angela Gosso war fucking Pimp gewesen. Mhm. Das Infinitas tönt mehr wie Angela Gosso. Das tönt einfach so. Ja. Das hat Zwetti im Podcast von Brian und Josh schon erzählt, dass sie es ein bisschen schade findet, dass eben jetzt bei Arch Enemy die neue Sängerin hat. Sie hat wirklich eine krasse Stimme und ihre Screams sind böse und es sind einfach so richtig perfekte Screams. Aber Ich habe sie lieber bei Diagonist. ja, ich habe bei Arch Enemy lieber Angela Gosso, weil sie Angela. einfach ein bisschen roher und hässiger tönt. Ja, voll. Ja, das stimmt. Weil eben das Ding ist, ich habe dann den Diagonist gesehen in Porto und ich schwör's dir, der hätte auch Alissa White Cruz können auf der Bühne stehen. Das hat genau gleich tönt. Und dann habe ich mir eben überlegt, weil mega viele Frauen, wenn sie screamen, tönen es genau wie die neue Sängerin von Arch Enemy. Ist dir das schon mal aufgefallen? Aber da könnten wir auch Es ist ähnlich so sagen von Männern, die... Ja, das auch. Aber, Voll. aber bei Frauen fällt es dir halt mehr auf, weil es weniger Frauen gibt. Eventuell, Und ich weiss ist der Einfluss, oder? Weil es nicht so viel gibt. Ich weiss jetzt, vielleicht liegt es eben daran, dass sie einfach alle genau die gleiche Technik brauchen. Das ist auch Es möglich, könnte natürlich sein, dass die alle bei der gleichen... Weil es gibt doch, wie heisst sie? Melissa Crawford. Melissa Cross. Meinst du? Cross. Ja, Die Sänger, Ja, Teacher, Lehrerin. genau die. Weil sie hat das meiste von den Metal-Bands eigentlich Unterricht gemacht. Eben, ja, ich glaube, es gibt einfach mega viele, die bei der das gelernt haben und darum recht ähnlich tönen. Weil eben die Screams tönen richtig perfekt kontrolliert. Es tönt alles so, als ob es genau so wird tönen. Wie so eine richtig gut geölte Maschine. Und das macht jetzt bei Infinitas eben nicht. Aber Ja. das finde ich gut. Aber es ist auch anders, wie zum Beispiel die Stimme von Dying Wish, weil die hat auch eine andere Stimme. Oh, das ist auch richtig hässlich. Eigentlich. Voll richtig hässig. Also es gibt Vielfalt, aber man denkt immer an die meistbekannte, oder? In dem Fall eben die Alissa White Cruz von Arch Enemy. Und man nimmt vielleicht das als Vergleich eher, weil es weniger gibt.
Aber es gibt recht viele Frauen im Metal-Bereich. Hey, ich finde es Langsam mehr und mehr. Da bin ich sehr gespannt. Ja, das ist super. Ja. Ich finde es nicht mehr. Ich muss den Link nachher, ich muss die Band nachher schnell suchen. Ich rühre es wie unsere Instagram-Story. Ja, Weil ja. die haben effektiv, dort hat der dunkle Parabelgitarre hat mal ein Video darüber gemacht. Die haben den Blauhaareffekt. Die haben nämlich ein Lied mit 36 Millionen Aufrufen und das nächste hat 40'000. Und in diesem Lied mit 36 Millionen Aufrufen siehst du einfach ein Metal-Goth-Chick. Und ist Metal? Mhm. Das Metal-Goth-Chick mit blauen Haaren im Thumbnail. Mhm. Und er hat dann gesagt, das ist einfach der Blauhaareffekt. Weil du bei Arch Enemy permanent die blauen Haare siehst, schaust du das Thumbnail an, siehst blaue Haare, siehst einen Metal-Band-Namen und denkst, geil. Es ist auch eine sehr schöne Farbe. Also ich meine, ich kann wegen dem Portnoy von Dream Theater habe ich immer mein Bart blau färben. Ah ja. Mache ich aber nicht, weil ich von Natur her auch noch rote Haare drin habe und das sieht mir komisch aus. Wir haben einfach absolut immer noch nicht über den Song geredet. Aber ja, jetzt, wo wir hören auf, sonst über Haarfarbe reden. Aber der Song, sehr geil. Sagen wir sonst deine Gedanken zu dem? Ja, nein, es ist wirklich, es tönt verdammt gut. Es ist verdammt gut gemacht. Es ist verdient, dass das Video knapp 60'000 Aufrufe hat jetzt. Ja, krass. Ja. Es ist verdammt gut produziertes Video. Mhm. Die Musik ist wirklich, ich finde es gut. Mixed und sehr I like gut, it. Mixed perfekt. Eben, die Vocals sind super, die Clean Vocals sind super. Ich finde, der Chorus, der Hook ist einfach sehr geil. In erster Linie, weil es ist ein Ohrwurm. Also ich habe es einmal gelost, gefunden, cool, sehr cool, ich notiere für den Podcast. Und nachher die ganze Woche ist einfach der Chorus im Kopf geblieben. Und ich so, das ist richtig gut. Erinnert mich ein bisschen die Melodie an Innovative-Zeugs. Also das finde ich sehr cool. Ja, es ist so ein bisschen das Pagan-Metal. Pagan. So Pagan, so yes. das Mittelalterliche. So, das, Ja. so ein bisschen, du hast ein bisschen zu viel The Witcher gespielt, aber es ist okay. Ich liebe die Musik einfach. Pagan Metal. Ja, es ist catchy. Es ist einfach catchy wie Sau. Das ist wirklich geil. Ein bisschen Corpiclani, ein bisschen Corpiclani. Boah, Corpiclani ist Leben. Was ich mega schade finde... Welches ist der beste Corpiclani-Song? Wodka. Ja, voll. Wodka, you're feeling stronger, Wodka. Nein, was ich mega schade finde, jetzt... Ich finde das ist cool, das hat nichts mit dem zu tun. Vom Folk Metal hat sich mal der Pirate Metal abgeleitet, wo Ailstorm eben sehr gut macht. Aber der, den ich richtig gefühlt habe, ist Swashbuckle. Das ist Thrash Pirate Metal gewesen. Wow. Und das ist eine Band, ich muss mal das Video zeigen. Es ist so gut, aber sie haben nicht released seit 2 Jahren oder so. Es tönt Es ist Pirate Thrash Metal. Alter. Weißt du, wie geil das ist? Ich muss dir zeigen, du wirst dich vergören. Ja, das tönt so, als ob ich es müsste hören. Ja, aber nein, also ich habe meine sehr, sehr viel Zeit mit Folk Metal und Pagan Metal investiert. Sehr cool. Aber sehr geil, sehr richtig gut gemacht. Video ist geil. Sie haben sogar ein Video-Release gemacht in einem Kino. Stimmt! Ja, das habe ich so lustig gefunden. Das ist eine geile Idee. Ja, wirklich. Also wirklich sehr cool, um die Leute näher zu bringen. Also ja, Kudos, sehr geil. Ganz grosser, Infinitas Kratos. Richtig cool. Cool, dass sie God of War Song gemacht haben. Haben, glaube ich, jetzt nicht so viel gemacht. Oder? Keine Ahnung. Ist der erste Song, den ich gesehen habe, der sich von God of War inspiriert. Who knows. Aber ja. Ich glaube, also... Vielleicht gibt es noch viel mehr Songs, die von Videogames inspiriert sind. Wir wissen es einfach nicht. Also, was ich noch weiss, ist, dass Vader mal eine Witcher-Zusammenarbeit gemacht hat für einen von den Witcher PS1 oder PS2 Games. Wo sie tatsächlich offizielle Zusammenarbeit zwischen Vader und die Entwickler, glaube ich. Sie haben das Videoclip von Vader, wo tatsächlich Witcher-Footage gehabt hast. Geil. Also so richtig altes, richtig schlechtes. Geil, Mann. Ja, Mann, das weiss ich nicht. Ja, sonst mit Videogames und so. In letzter Zeit, weiß ich nicht. Kann man nicht so Zusammenarbeit oder Inspirationen? Nicht im Sinn. Ja, ich glaube, das Problem ist einfach, der Mick Gordon hat das kaputt gemacht. Der Mick Gordon ist einfach eine One-Man-Band. Der Mick Gordon hat Doom gemacht und nachher alle... machen wir nicht mehr, kommt nicht gut. Ja. Also nicht im Sinne von kommt nicht gut, machen wir nicht mehr, es kommt nicht so gut wie das. Ja, du kannst nicht mit dem originalen Soundtrack konkurrieren. Du kannst nicht mehr Metal machen. Es geht nicht. Eben, es ist so darum, alle Bands einfach so Videogames... Nein, Mick Gordon hat es gemacht, wir müssen nicht mehr. Bye. Bye. Ja. Bye. Backstreet Boys. Und dann, dann haben wir nochmal einen Release. Lustigerweise, es ist das zweite Mal, wo mit dem Podcast von letzter Woche, von letzten 2 Wochen, vom letzten Podcast zu tun hat, ist Breaking of Sanity, haben eben dort, wo wir die Episode gemacht haben gesagt, hey, News incoming. Und ich habe nicht gewusst, was ist. Jetzt haben sie tatsächlich gesagt, was kommt. Es kommt ein neuer Breaking of Sanity Song, heißt Collapse. Der wird
wahrscheinlich schon draußen sein, wenn ihr den Podcast gehört habt. Weil der kommt, wie jetzt sind wir, jetzt ist Mittwoch, morgen ist Donnerstag, wo ihr wahrscheinlich den Podcast hören werdet. Und am Mittag, 12 Uhr, kommt der Song raus auf YouTube. Könnt ihr mal hören. Bin sehr gespannt. Da wollte ich mal hören. Ja, Breaking News ist immer gut. Und ja, das ist das. Ja. Das klingt gut. Ja. Ja, dann bleibt eigentlich nicht mehr viel übrig, wie die Konzerte durchjagen. Voll. Und dann noch kurz ein bisschen tindern, oder? Voll angucken. Jetzt haben wir das richtige Datum und alles. Jawohl. Letztes Mal haben wir da ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, technische Schwierigkeiten. Technische Schwierigkeiten. Ja. Sind es jetzt die richtige Reihenfolge? Mhm. Also gut, in dem Fall. Fange ich an oder fängst du an? Kannst du anfangen? Ja, super. Also, in dem Fall. Am 25. Februar 2023 im Sommercasino Basel. Mhm. Moments of Madness. Album-Release mit Final Story. Moment of Madness, oder? Oder Nein, ist doch egal. Ich finde es schon. Es ist Moments of Madness mit S. Moments of Madness. Ja, es ist Moments of Madness mit S. Okay. Moments of Madness, Album-Release-Show mit Final Story und Wrath of Olga. Das ist ein cooler Name. Alter, ich habe Wrath of Olga gelesen. Das ist auch so eine hässige alte Russin. So. Das wäre shit. Nein, Wrath of Alga klingt für mich wie The Wrath of Alge. Weißt du, dass Algen irgendwie zurückkommen. Boah, Also wie Zombie-Film einfach mit Algen. Piraten-Metal. Ja, so wie der Last of Us einfach sind Algen. Ist Wrath of Olga eine Piratenband? Ich weiß nicht, ich glaube, es ist so Deathcore. Ich glaube, ich kann Ja. Es würde Sinn machen mit den anderen zwei Bands zusammen. Es nimmt mich Wunder, woher der Name kommt. Alga, kommt es von... Ja, finden wir schon noch raus. Ja, Vielleicht schickt es uns ja jemand. ja, schick mal. Genau. Und nachher kommt noch, das ist am 25. Februar Jawohl. in Sommerkino Basel. Dann haben wir Artifiction, Severals und Ghostlights, die zusammenspielen am 27. Januar in der Galvanik Zug. Artifiction, kennen wir, sehr coole Band. Severals ist eine Core-Band aus der Tschechischen Republik. Also sicher spannend zum Schauen. Check it out! Check it out! Und Ghostlights, Trap Metal, machen sehr coole Avantgarde-Zeugs, wo glaube keine andere Band im Moment macht. Sehr geil, könnt ihr auch hören. Eben Galvanik Zug, 27. Januar. Go check it out. Jawohl. Dann. Jetzt muss ich schnell helfen. Das ist I Cut Out Your Name, gell? Yes. Gut. Ich habe 28 die Abkürzung geschrieben, weil es zu lang viel ist. 28. Januar Mhm. in der Raumstation sterneauge.de. Hey, dort hat der Kollege den Mike hin mit uns. Ist in der Nähe von Basel. Mhm. Spielt I Cut Out Your Name, Selfish Hate und Drill. Drill, Bruder. Wir gehen jetzt Beatdown. sogar international. Ja. Das Konzert ist nicht in der Schweiz. Ja, voll, genau. Ich habe schon von Basel entfernt, aber es ist immer noch international. Von dem wir, falls ihr Bock habt, eben auf Hardcore, ein bisschen Beatdown und so. Selfish Hate machen, glaube ich, Hardcore, bin nicht sicher. Selfish Hate macht Hardcore, ja. Voll. Also geht auf eine Abend geladen mit Kicks und Schlägen. Wenn ihr boxen geht dort hin. Ja, wenn Drill spielt, dann werden sie schlägeln. Von dem wir, ja, das ist der 28. Januar. Geht in Sterne, in Augen. In der Raumstation Sterne in Augen. 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 Das sind 2G. Mit 2 Gs, ja. Augen. Deutschland voll. Ah, cool. Da bin ich sehr gespannt. Ein Shoutout an die Jungs von I Call Your Name. Sehr coole Dudes. Und viel Spaß. Dann kommen wir So. Musiker-Tinder. Jawohl. Ja. Also dann, lassen wir Musik laufen. Ah, gehen wir geschwind eine Minute. Machen wir den Cut. 3, 2, 1. Yeah. Das war Lou. Das Das ist das Schluck, ja. war geil. Also, ja, wir kommen zu einer neuen Session von Musica Tenda. Und zwar, heute haben wir da paar neue. Du kannst sonst mit dem ersten 2 oder anfangen. 10? Nein, willst du nicht du mit dem ersten anfangen? Dann macht es mehr Sinn. Ja, voll. Also dann, die Band Scars of Yesterday sucht Gitarrist oder Gitarristin. Voll. Habe ich mal gehört. Ist cool. Ganz gut checken. Falls Gitarre spielst, wenn eine coole Band will spielen. Was Go macht es for für it. Musik? Ich glaube, es ist Metalcore. Von was ich gehört habe. Bin mir nicht mehr sicher. Name würde Sinn machen, ja. Ja, eben. Genau, ja, voll. Ja. Habe es aber in Instagram gesehen, geschwind gelost. Aber es ist dann cool. Ist geil. Also, geh doch, Nice. wenn Gitarre spielst. Genau. Let's go. Weißt du, von wo es kommt? Das ist ein guter Punkt. Amix in Instagram sehe ich das nicht so. Ist, wäre gescheit, oder? Wäre Ja, gescheit. du. Ist nicht so schlimm. Nein.
Das ist professionell. Das finden wir jetzt gerade raus für euch. Ja. Wehe, es steht nicht auf Instagram, Alter. Das sind wir selber schuld. Von Scars of Yesterday. Scars of Yesterday. Meinst du, das ist der Papa Roach Song? Maybe, baby. Warte, das ist... wir sind das ist ja urlang Hey, shit, wie geht der schon wieder? Wie geht Scars von ist Papa Roach? Bill. Voll Swiss Metal, Bruder. Ganz gut abchecken. Ich habe geschwind gelost, das ist dann cool. Unser Gitarrist, also. Go for it. In Biel, Bruder. Oh, fuck. Ja, der Podcast wird degressiv immer schlechter. Ja, also wird progressiv schlechter, aber ja. Die Kurve von der Gutheit ist degressiv. Voll. Guck schnell die grossen Wörter auspackt. Genau, jetzt nochmal. Nochmal ich in eigener Dings, weil die Band Eversis, also meine Band. Voll. Feinste Zürcher Nu Metal. Genau, wir machen, wie nennen wir es, Oldschool Nu Metal with a modern Twist. Genau, wir suchen jemanden, der uns Konzerte organisieren kann. Also wir suchen einen Booker oder Bookerin oder irgendjemanden, der einfach ein bisschen mehr Ahnung hat vom Konzert organisieren. Oder jemand, der uns da irgendwie helfen könnte, unterstützen, Konzerte organisieren, vermitteln. Weil wir würden effektiv sehr gerne viel mehr Konzerte spielen. Aber das Problem ist, ich kenne einfach niemanden. Wir kennen niemanden, der Konzerte organisiert. Und es ist halt einfach sau schwierig, wirklich an Konzerte anzukommen. Von dem her probieren wir es jetzt einfach mal auf die Schiene. Es wäre sicher spannend. Ja, es wäre sicher spannend, mal einen Booker im Podcast zu haben, der ein bisschen erklärt, so, hey, bist du eine Band, oder? Hast du Songs im Proberaum, hast du eine Setlist, aber weißt nicht, wie es weitergeht. Wie geht es weiter? Oder? Ich meine, bei uns ist auch eine Chance einfach, oder? Kennst du Leute? Kennst du den Umi, der den Bonebreaker Ball am Organisieren war? Und kennst halt die Leute, die quasi behind the scenes alles organisieren und sind sehr wichtige Leute. Von dem, es ist sehr schwierig, sonst selber irgendwie Zeugs zu machen, organisieren etc. Weil, eben, du kannst zwar selber Konzerte organisieren, aber das Konzert selber organisieren ist eigentlich, theoretisch, Grund gesehen, nicht schwierig. Aber du musst eine Location haben, du musst Bands haben, die mitmachen, du musst eine Location haben, die mitmacht, weil du kannst noch so viele Locations kennen. Ja. Wenn du denen schreibst und du kommst nicht zurück über, dann hast du einfach nichts. Und eben darum, wie du gesagt hast, die Leute im Hintergrund, die sind eigentlich fast mindestens gleich wichtig wie die Bands. Nachher hast du noch Catering, musst du Mischer organisieren, musst Lighting organisieren, musst natürlich die ganze Backend. Genau, und darum, eben, falls ihr irgendwie mal so eine Geburtstagsparty planet und irgendwie Bands haben, die dort spielen. Oh, fuck, Living Room Concerts. Living Room Concerts, oh, in der Schweiz ist, glaube ich, schwierig. Dann kommt die Polizei sagen, Kantonspolizei Zürich. Es kommt immer darauf an, wo du wohnst. Ja. Ich war mal an einer illegalen Party mit von Corona. Ist es mit von Corona gewesen? Oder nicht? Nein, doch. Nein, du darfst jetzt nicht zugeben, dass du während Corona an einer illegalen Party warst. Okay, ich bin nicht an einer illegalen Party gewesen, aber ich war in einem Bunker irgendwo in einer Hartbrücke. Ja, geil. Ja, wir haben mal ein Konzert, ist das Geburtstagskonzert von einem Kollegen, der hat irgendwo in einer Waldhütte gefeiert. Oh, geil. Das war geil. Und dann hat er das 2 Jahre später nochmal gemacht, dann haben wir nochmal gespielt und dann war es in einer anderen Waldhütte. Dann haben wir ein Konzert gespielt, während literally 5 Meter nebendran auf dem Spielplatz von dieser Waldhütte die Feuerwehr den Spielplatz abgerissen hat als Feuerwehrübung. Wir sind so voll am Reinblasten und dort hinten dran sind sie mit dem Flex und dem Hammer und allem den Spielplatz am Abreißen gewesen. Das war so lustig. Oh, das Waldhütte-Konzert, das war wirklich etwas Geiles. Ja, geil. Und eben, das macht auch immer Spass. Und eben, wenn ihr mal irgendwie so eine blöde Idee habt, schreibt einfach mal Bands an. Voll. Ja, und sonst, amigs hat es Bands, wo... Also schreibt uns an, schreibt Eversis an, wir sind dabei. Schreibt die E-Mail-Adresse. Whiteout. Wie ist die E-Mail-Adresse? E-Mail-Adresse ist info@eversis.ch oder Instagram oder Facebook. Yes. Und wir sind auch immer offen mit Weiter für Konzerte, also falls ihr Bock habt auf etwas, schreibt uns. Und, aber es ist auch sehr cool, wenn Bands mit einer grösseren Proberaum, zum Beispiel Proberaum-Konzert machen. Ja, das ist immer geil. Ja, voll. Von dem muss ein bisschen mehr gehen, das finde ich... Ich finde, das Problem ist eben, DIY ist schon geil, aber DIY ist in der Schweiz auch schwierig. Ja, ist irgendwie mega schwierig. Ich weiss noch, in Peru habe ich mit meiner Band einfach im Wohnzimmer vom Kollegen probiert. Dort kannst du nicht die Polizei wegen Lärm anrufen. Vergiss es, das gibt es dort nicht. Als ich zuerst mal in die Schweiz gekommen bin und ich so, weißt, wir sind mit den Kollegen eins getrunken und so, Musik gemacht, tanzt, was auch immer. Und plötzlich kommt die Polizei so, was ist los halt? Weißt du, wir alle so verzweifelte Latinos sind. Ich kann mir vorstellen, ein Haufen, als ich in Kuba war mit Save Lost Breath,
Habe ich das auch ein bisschen mitbekommen. Das ist ein bisschen mehr leger so wie in der Schweiz. Es gibt nicht Lärmbeschwerden. Es gibt nicht. Die Polizei kommt nicht. Wenn ich sage, ja, viel Glück, halt, dann kann ich etwas sagen. Ich meine, da hast du einfach eine Gitarre rausgenommen, 12 Uhr am Abend. Ich bin mal bei einem Kollegen, habe ich mit einem Kollegen gepennt und dann tut einfach, der Nachbar hat einfach Schlagzeug angefangen zu spielen, 2 Uhr am Morgen. Im Wohnzimmer. Und ich so, fuck, ich kann nicht schlafen. Aber Kannst du schlafen, aber du bist ein Headbanger. aber ja, mit dem Kollegen haben wir auch bei ihm daheim einfach im Zimmer probiert, weißt du? Und da bist du auch gekommen und so, nein, ab dieser Zeit musst du riesig sein. So Probe kannst du nur im Bunkers proben. Also ich habe jetzt nur Proberäume in Bunkers gesehen. Es sind immer die Zivilschutz. Matchbox Whisper hat einen. Wirklich? Wir haben einen, der nicht im Bunker ist. Oh. Der ist in einem alten Bürogebäude irgendwo rein. Wir haben zuerst mal in einem Container von außen einen gehabt. In einem Container? Ja, so einem Schiffscontainer. Dann haben sie den uns weggenommen. Dann haben sie uns ins Haus rein verfrachtet und alle hassen uns jetzt. Aber sie können nichts sagen, weil der Vermieter uns quasi gesagt hat, wir dürfen dort rein proben. Das ist geil. Aber haben die Fenster? Das ist ein Proberaum mit Fenstern, Junge, das ist speziell in der Schweiz. Ja, das ist sehr speziell. Ja, voll. Schickt mal Fotos von unseren Proberäumen. Bin ich gespannt. Also ja, macht Fotos von unseren Proberäumen und taggt, wer bläst. Nein. Yeah, ich bin der Brian. Und macht Fotos von euch Proberäumen und taggt Metal Server. Ja, voll. Also, ich bin mega gespannt, um zu schauen, wie andere Leute proben. Weil ich meine, bis jetzt, ich habe noch nie probiert mit einem Fenster. Das ist noch geil. Das einzige Problem ist, wenn du so probst, nachher fährt zur Polizei an und du hast immer Angst, das ist wegen dir. Ah, ja. Eben die Panik, die ich irgendwie in der Schweiz entwickelt habe, nein, jetzt muss ich leislich mit Kopfhörer Musik machen, sonst kommt jemand. Oder weißt du, wenn Freunde irgendwie finden, ja, tu mir jetzt Staubsauger am Sonntag, so, ja, was wenn Nachbar? Ich weiß nicht wieso, ich habe so Panik bekommen wegen dem und es ist scheiße. Das ist beschissen. Das ist beschissen. Aber ja, schickt mal oder besser postet Fotos von euren Proberäumen, taggt uns. Ich wollte mal sehen, wie es der Rest macht. Bin ich sehr gespannt. Ja. Buchen alle Bands, die ihr geil findet, organisieren Konzerte, machen was ihr wollt. Sind geile Sachen. Ja. Wir gehen jetzt heim. Voll. Aber, und, was wäre auch lustig, falls ihr mal Storys habt von Beschwerden von der Polizei während einem Konzert oder einer Probe, unbedingt schreiben an unsere E-Mail oder an die, das wollte ich mal durchlesen. Sprachnachrichten. Wichtig, Sprachnachrichten. Hey, wenn ihr wirklich coole Leute wollt und Teil vom Podcast, schickt mal Sprachnachrichten von unseren Crazy Stories und wir hören jetzt da live im Fall. Also da habe ich sowas von Bock im Fall. Eben, so Sachen wie wir haben mal ein Konzert gespielt, während nebendran eine Feuerwehr einen Spielplatz abgerissen hat. so Stories. Ja, Mann. Ja. Ich glaube, ich habe keine Stories mit der Polizei im Konzert. Bei der Probe, wo ich mal bei der Thrashband gespielt habe, ist die Polizei gekommen. Ja gut, aber das ist ja Standard. Ja. Nein, sind die Nachbarn gewesen. Und sind auch Latinos gewesen. So, das ist schon ein Lärm und so. Ja, ist Probe. Aber ja, hey, merci für mal, dass ihr Metal Server gelost habt. Wir sind der Villa. Ricky, deine Mutter. Jetzt. Wir sind deine Mutter. Aber ja, merci fürs Hören. Wir sehen uns nächstes Mal. Hoffentlich gesund und habt Sorge. Ciao zusammen. Tschüssi, ich komme gut heim. Ja.